SRF Audio. Radio SRF, Echo der Zeit mit Matthias Kündig. Heute Donnerstag, den 27. August, vertiefen wir folgende Themen. Nepal am Tag 2 nach der verheerenden Sturzflut. Wir reden gleich über die aktuelle Situation mit unserer Korrespondentin vor Ort. Dann Russlands Nadelstiche. Mit Drohnen und kleineren Sabotageakten testet die russische Führung die Verwundbarkeit Europas. Wir wollen wissen, wie gut europäische Staaten darauf vorbereitet sind. Frühförderung. Eine wachsende Zahl von Kindern in der Schweiz beherrscht beim Eintritt in den Kindergarten kaum Deutsch. Der Kanton Basel-Stadt verpflichtet sie deshalb vorgängig zu Spielgruppen und macht gute Erfahrungen damit. Sie können zumindest mal ihre Bedürfnisse mitteilen. Sie können sich in der Gruppe verständigen. Sie verstehen auch den Ablauf von so einem Morgen im Kindergarten, weil sie es aus der Spielgruppe schon kennen. Sagt Kerstin Schäuble, die in Basel eine solche Spielgruppe leitet. Und Polkadots. Bunte Punkte auf großflächigen Objekten machten die japanische Künstlerin Yayoi Kusama weltbekannt. Nun ist sie gestorben. Wir blicken zurück auf ihr Leben und Schaffen ganz am Schluss, hier im Echo der Zeit. Nach der verheerenden Sturzflut im Grenzgebiet zwischen Nepal und Tibet gestern wird erst nach und nach das Ausmaß der Katastrophe klar. Mindestens 359 Menschen verloren dabei auf nepalesischer Seite ihr Leben. Insgesamt werden noch mehr als 1300 Menschen vermisst. Darunter sind auch Pilger und Trekking-Touristen aus anderen Ländern. Ich bin nun verbunden mit unserer Korrespondentin Maren Peters. Sie ist derzeit in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu. Maren Peters, was wissen Sie über die Arbeiten der Rettungskräfte vor Ort? Ja, die internationale Unterstützung, auch durch Schweizer Hilfsorganisationen wie Helvetas, Fastenopfer oder Rotes Kreuz, die läuft am Tag 1 nach der Katastrophe erst langsam an. Ärzte ohne Grenzen hat heute zum Beispiel ein Team ins Land gebracht. Auch Südkorea hat heute ein eigenes Notfallteam geschickt. Seit gestern sind aber schon nationale Hilfskräfte im Einsatz. Die nepalesische Regierung hat knapp 7.500 Armeeangehörige und Polizisten mobilisiert, um nach den Hunderten von Vermissten zu suchen und Verletzte und Tote zu bergen. Und zwar vor allem in den besonders schwer betroffenen Gebieten in Rasuwa und Navukot an der chinesischen Grenze. Wie gut ist das Katastrophengebiet überhaupt erreichbar? Gar nicht gut. Die besonders schwer betroffenen erwähnten Gebiete eben an der Grenze zu Tibet bzw. China, die sind im Moment nur mit dem Helikopter zu erreichen. Dort wurden ja nicht nur ganze Dörfer und Kraftwerke, sondern auch viele Straßen und Brücken von der riesigen Schlammlawine gestern Morgen einfach weggespült. Die Flutwelle, die soll an einigen Orten bis zu 10 Meter erreicht haben. Ich konnte heute mit einigen Verletzten aus dieser Region sprechen, die in einem großen Spital in der Hauptstadt Kathmandu behandelt werden. Auch sie wurden mit dem Helikopter aus dem Katastrophengebiet ausgeflogen und wurden dann erst später auf eine Ambulanz umgeladen und auf der Straße weiter befördert nach Kathmandu in die Hauptstadt. Schon gestern wurde ja gewarnt vor einer möglichen zweiten Flutwelle. Was ist dazu mittlerweile bekannt? Im Grenzgebiet hat sich nach Angaben der chinesischen Behörden ein großer See gebildet, und zwar durch Schutt, der einen Fluss aufstaut. Schon am Morgen soll er mit 2 Millionen Kubikmetern Wasser gefüllt gewesen sein und er füllt sich demnach weiter. Wenn er bricht, dann könnte das eben eine neue Flutwelle zur Folge haben. Das wird jetzt befürchtet. Die nepalesische Katastrophenbehörde hat darum für die Bevölkerung entlang der Flüsse in tiefer gelegenen Gebieten die höchste Alarmstufe ausgerufen am späten Nachmittag und sie aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Und das betrifft natürlich auch die Rettungsteams, die in dieser Gegend bereits unterwegs sind, was die Suche nach den vielen Vermissten noch weiter erschwert. Vielen Dank für diese Informationen. Das war Südasien-Korrespondentin Maren Peters, live aus der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu. Nun zur Nachrichtenübersicht des Tages mit Manuel Risi. Der Bundesrat will die Armee in den kommenden Jahren nachrüsten mit zusätzlichen 24 Milliarden Franken. Nun läuft die Debatte darüber, woher das Geld dafür kommen soll.
Die Finanzkommission des Ständerats will die Mehrwertsteuer erhöhen, so wie der Bundesrat, jedoch deutlich weniger stark. Das teilte sie Anfang Woche mit. Nun hat sich Verteidigungsminister Martin Pfister gegenüber SRF zu diesem Vorschlag geäußert. Er beurteilt ihn als positiv. Er sagte, die Schweiz brauche die Gelder, um die wahrscheinlichsten Bedrohungen zu bekämpfen. Wenn dieser Vorschlag der Ständeratskommission dazu beitrage, dann könne der Bundesrat damit leben, sagte Pfister. Im September ist die Armeefinanzierung dann Thema im gesamten Ständerat. Der Bundesrat will die Armee mit zusätzlichen 24 Milliarden Franken aufrüsten. Damit soll vor allem die Luftabwehr ausgebaut werden. Wer ein Studium an einer Universität oder Fachhochschule abschließt, hat danach häufiger Mühe, eine Stelle zu finden. Ein Jahr nach Studiumsabschluss waren letztes Jahr deutlich mehr Absolventinnen und Absolventen arbeitslos als 2 Jahre zuvor. Das zeigen Zahlen des Bundesamts für Statistik. Nur bei wenigen Studienrichtungen sieht das anders aus. Lehrpersonen etwa finden nach wie vor meistens eine Stelle. Im Schnitt lag die Arbeitslosenquote bei Absolventen eines Unistudiums letztes Jahr bei 6,4%, bei Absolventen einer Fachhochschule bei 4,9%. Das E-Voting-System der Post hat einen öffentlichen Sicherheitstest bestanden. Im Juli hatte die Post Hackerinnen und Hacker dazu aufgefordert, ihr elektronisches System für Abstimmungen zu testen. Nun schreibt die Post über 400.000 Mal und aus über 100 Ländern sei während der Testphase auf das E-Voting-System zugegriffen worden. Kritische Schwachstellen hätten die Teilnehmenden dabei nicht gefunden. Dennoch hätten die Hacker wertvolle Hinweise geliefert, um das System weiter zu verbessern. Diese Hinweise hat die Post mit insgesamt rund 38.000 Franken belohnt. Zu Meldungen aus dem Ausland. Bis in die frühen 1990er Jahre haben tausende Frauen und Mädchen in Grönland Verhütungsspiralen eingesetzt bekommen, ohne ihre Zustimmung. Nun erhalten diese Frauen eine Entschädigung. Dänemark zahlt ihnen umgerechnet je rund 38.000 Franken. Das dänische Parlament hat den Zahlungen zugestimmt. Laut einer Schätzung könnten nun rund 4.500 Frauen eine Entschädigung erhalten. Dänische Ärzte hatten den Grönländerinnen die Spiralen eingesetzt, um die Geburtenrate zu senken. Dänemark war bis 1992 für das Gesundheitswesen in Grönland verantwortlich. Letztes Jahr hatte sich die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen für diese Praxis entschuldigt. Der US-Chip-Hersteller Nvidia hat in den letzten Monaten Milliarden verdient, dank dem Boom von künstlicher Intelligenz. Nvidia hat im 2. Quartal einen Gewinn von knapp 60 Milliarden US-Dollar erzielt, wie das Unternehmen schreibt. Das ist mehr als doppelt so viel verglichen mit dem gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Auch der Umsatz hat sich mehr als verdoppelt. Nvidia stellt Technologie her, die unter anderem zum Training und Betrieb von KI-Sprachmodellen genutzt wird. Meteo Schweiz hat ein neues KI-System in Betrieb genommen, um zuverlässiger vor Gewittern zu warnen. Das Modell habe mit einem großen Datensatz gelernt, wie sich Gewitter über der Schweiz typischerweise entwickeln und bewegen, heißt es in einer Mitteilung. Im Vergleich zum bisherigen System erfasse es gerade heftige Gewitter zuverlässiger und kurzfristiger. Meteo Schweiz, das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, hat einen gesetzlichen Auftrag, die Bevölkerung vor Unwettern zu warnen. Die Börsendaten von 18:08 Uhr, geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 14.384 Punkten, minus 1,1%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,3%. Der Euro wird zu 93,65 Rappen gehandelt, der Dollar zu 80,37 Rappen. Die Wetteraussichten. Heute Abend zeigt sich trotz einiger Wolkenfeldern oft die Sonne. Am Alpen-Südhang ist es teils bewölkt. Morgen ist es dann wechselnd bewölkt und es gibt Regengüsse und teils kräftige Gewitter bei etwa 24 Grad. In den Alpen lässt der Föhn nach. Angekündigt wurde der Besuch nicht und erst gestern Mittwochmorgen wurde der Kurzbesuch von CIA-Chef John Ratcliffe in Moskau vom Kreml bestätigt. Seither wird spekuliert, mit wem Ratcliffe in Russland gesprochen hat und was der Inhalt dieser Gespräche gewesen sein könnte. Sicher ist aber, dass es derzeit viel Gesprächsstoff gäbe zwischen den USA und Russland. Dazu gehört unter anderem die Häufung von kleineren Anschlägen und Sabotageakten in europäischen Ländern, hinter denen Russland vermutet wird.
Zum Beispiel die Drohnen, die am Flughafen von Leipzig entdeckt wurden und die sich mutmaßlich gegen die Waffenlieferungen der westlichen Unterstützer der Ukraine richtete. Ich wollte von Fredrik Steiger wissen, was mittlerweile bekannt ist über die Hintergründe der Drohnenvorfälle in Leipzig, auch zur möglichen Urheberschaft. Vor allem wissen wir nun, dass es wohl ein erheblich größerer Angriff war, als man zunächst dachte. Die Rede ist nun von mindestens 3 Drohnen und davon, dass ein hochexplosiver militärischer Sprengstoff verwendet wurde. Also nicht einfach eine improvisierte Mixtur. Es handelte sich also um eine recht komplexe Operation, hinter der nicht ein Einzeltäter oder eine kleine Gruppierung stehen dürfte, sondern eine staatliche Organisation. Am meisten genannt wird dabei der russische Militärgeheimdienst GRU. Es fällt auf, dass die deutsche Regierung zurückhaltend informiert, gerade eben zur möglichen Urheberschaft Russlands. Weshalb ist das so? Zunächst muss man sich sicher sein, bevor man auf einen Täter deutet, dass er es tatsächlich war. Denn stellt sich nachträglich heraus, dass man sich geirrt hat, dann schadet das der Glaubwürdigkeit enorm und es kann vom Widersacher ausgeschlachtet werden. Dafür gibt es ja in der jüngsten Vergangenheit als Beispiel das Hin und Her um die Zerstörung der Nord Stream 2 Pipeline, wo zunächst alles auf Russland deutete, man aber jetzt von einem ukrainischen Kommando ausgeht. Aber noch fast wichtiger zur Erklärung der deutschen Zurückhaltung ist etwas anderes. Kommt Deutschland zum Schluss, dass es die Russen waren, dann kann die deutsche Regierung das nicht einfach bekannt geben, ohne gleichzeitig zu sagen, was nun konkret unternommen werden soll gegen Russland. Sie steht dann also in einer Art Handlungszwang und weiß, dass aber jede Gegenmaßnahme das Risiko einer weiteren Eskalation birgt. Laut einer neueren Einschätzung der US-Nachrichtendienste testet Russland die Verwundbarkeit und Reaktion der westlichen Länder. Was ist konkret damit gemeint? Die russische Führung gibt ja seit langem zu, dass sie sich selber bereits jetzt im Krieg gegen den Westen sieht. Der Kreml macht auch immer wieder deutlich, dass er bereit ist, den Konflikt weiter zu eskalieren, samt der Drohung mit Atomwaffen. Und deshalb testet Russland, wie weit es gehen kann, welcher Schaden sich anrichten lässt, ohne dass man die Schuld direkt Russland zuschieben kann und ohne dass der Westen zu massiven Gegenmaßnahmen greift. Außerdem will Moskau erfahren, wie schnell die NATO reagiert und mit welchen Mitteln. Und je milder die westliche Reaktion ausfällt, umso weiter geht Russland, Schritt für Schritt. Der Kreml interpretiert also Nichtstun als Einladung und deshalb finden eigentlich viele Beobachter angesichts der Vielzahl von An- und Übergriffen in Leipzig, in Bulgarien, in Rumänien, in Polen, im Baltikum, in Großbritannien, dass man jetzt schon von einem Krieg sprechen müsste. Nicht nur von einem hybriden Krieg, sondern von einem richtigen, wenngleich einem mit noch niedriger Intensität. Ist der Westen, also vor allem die europäischen Staaten, sind die auf diese hybriden Angriffe vorbereitet? Ich würde sagen, besser als noch vor kurzem. Man ist wachsamer, man überwacht die kritische Infrastruktur besser, man patrouilliert etwa in der Ostsee, auch um den Russen zu signalisieren, wir wissen, was ihr tut. Man investiert deutlich mehr in die Cyberabwehr und ist auch bestrebt, die Drohnenabwehr aufzubauen. Gerade da kommt man aber sehr zäh voran, ist noch weit weg vom Ziel. Noch immer schießt der Westen billige russische Drohnen mit teuren Raketen und Kampfflugzeugen ab und das ist auf Dauer schlicht nicht durchzuhalten. Aber der demokratische Westen hat in dem Bereich gegenüber dem autokratischen Russland auch einen grundsätzlichen Nachteil. Die russische Führung kann tun und lassen, was sie will, muss niemanden informieren, kann am Ende auch alles abstreiten, aber wollte der Westen mit gleicher Münze zurückzahlen, also etwa Drohnenangriffe auf Russland starten, Sprengstoffattentate dort verüben, dann bräuchte das eine breite öffentliche Diskussion, einen minimalen Konsens und man könnte solche westlichen Gegenschläge nicht einfach heimlich durchziehen. Kann sich Europa in diesem Bereich noch auf die USA verlassen? Ich denke, wie in allen Bereichen beschränkt. Noch am besten, so scheint es, funktioniert die nachrichtendienstliche Unterstützung durch die USA. Auf der Arbeitsebene sind auch in den USA noch viele Profis am Werk, die durch die NATO-Partnerschaft geprägt sind. Mit unmittelbarer militärischer Unterstützung können die Europäer jedoch immer weniger rechnen. Es sei denn, Russland würde tatsächlich irgendwann auf Atomwaffen setzen, dann dürfte wohl der europäische Teil der NATO zumindest momentan noch auf den US-Atomschirm zählen. Einschätzungen von Fredrik Steiger. Er befasst sich bei SRF mit internationalen Sicherheitsfragen.
Sie hören das Echo der Zeit auf Radio SRF oder als Podcast auf srf.ch/audio. In der nächsten halben Stunde erfahren Sie, wie die Schweizer Drohnenabwehr und Aufklärung der Zukunft aussehen wird. Wir zeigen, welche Erfahrungen der Kanton Basel-Stadt mit Spielgruppen für Kleinkinder macht, die kaum Deutsch sprechen. Wir fragen, weshalb sich Bundesrat Bachmele als Tester von Schweizer Produkten einspannen lässt. Wir erinnern an die Gräueltaten von Ratko Mladic in den Jugoslawienkriege der 1990er Jahre. Und wir wollen wissen, was die italienische Regierungschefin Meloni in den letzten Jahren mit ihrer Migrationspolitik erreicht hat. Wie bedeutend Drohnen im Krieg sind, das zeigt sich täglich zum Beispiel in der Ukraine. Die Schweizer Armee hingegen, die baut ihre Drohnenfähigkeiten erst auf. Dabei zählt sie Angriffe mit Drohnen zu den wahrscheinlichsten Bedrohungen für die Schweiz. Verteidigungsminister Martin Pfister und Armeechef Benedikt Roos haben heute in Thun die Schaffung eines zivilen und militärischen Kompetenzzentrums für Drohnen angekündigt. Es soll Entwicklung, Tests und Produktion von Drohnen und Drohnenabwehrtechnologie beschleunigen. Wohin es gehen soll, ließen sich Pfister und Roos auf dem Waffenplatz gleich selbst vorführen. Bundeshauskorrespondent Dominik Meyer war dabei. 2 Soldaten schießen mit Spezialmunition eine Mini-Drohne vom Himmel. Drohnenabwehr mit dem Sturmgewehr. Das nächste Team startet eine Angriffsdrohne. Bereit! Die Drohne jagt einem Schützenpanzer hinterher und trifft ihn. Mit dem militärischen Alltag allerdings hat diese Vorführung hier auf dem Thuner Waffenplatz noch wenig zu tun. Manche Präsentationen bestreiten Privatfirmen und die ETH Zürich. In der Armee ist Drohnentechnologie noch nicht breit eingeführt, obwohl Spionage oder Angriffe mit Drohnen zu den wahrscheinlichsten Bedrohungen gehören. Der Armeechef Benedikt Roos erwähnt den Vorfall am Flughafen Leipzig, wo neben einer ukrainischen Frachtmaschine eine Sprengdrohne gefunden wurde. Man muss sich schon die Frage stellen, wenn das in Leipzig möglich ist, ob die Schweiz dann einfach eine Ausnahme ist. Und ich glaube, es ist auch meine Verantwortung, dass wir diese Frage ganz genau nachgehen. Die Armee habe testhalber den Drohnenverkehr über einer militärischen Anlage in der Schweiz überwacht. Bei 1/5 der Flüge blieb unklar, wer dahinter steckt. Ich will damit nicht sagen, dass jeder dieser Flüge irgendeinen kriminellen Hintergrund hätte. Aber trotzdem, wir wollen jetzt schauen, ob wir so einen Verdacht belegen können. Und die Armee will aufrüsten. Sie will Drohnen für die Aufklärung, Drohnen zum Angreifen und Abfangdrohnen kaufen, aber auch entwickeln. Dafür entsteht ein Kompetenzzentrum für Drohnen und Robotik. Wo es stehen wird, ist noch offen. Armee, Forschende und die Industrie aber sollen dort gemeinsam Systeme entwickeln, testen und anpassen. Die Voraussetzungen dafür seien gut in der Schweiz, sagt Verteidigungsminister Martin Pfister. In diesem Bereich haben wir gerade den Vorteil, dass wir in der Schweiz eigene Industrien haben, gerade im Bereich der Drohnen und Robotik, die eben sehr weit fortgeschritten sind, die sehr schnell auch neueste Technologie zur Verfügung stellen können. Und wir brauchen diese Zusammenarbeit. Das, glaube ich, ist auch eine Chance für die Schweiz. Bereits im Juni hat der Bundesrat Pfister für übernächstes Jahr die Schaffung eines Drohnenbataillons angekündigt mit rund 1000 Soldaten. Ab nächsten Februar werden die ersten Rekruten ausgebildet fürs neue Bataillon. Und für diese Drohnen-RS werde man gezielt Leute aussuchen, sagt Armeechef Roos. Solche, die das studieren oder in einer Firma arbeiten. Und ganz wichtig ist auch, dass wir ein bisschen die Freaks kriegen. Es gibt Leute, die heute schon auf diesen Games unglaubliche Fähigkeiten haben. Und die wollen wir auch gewinnen. Drohnenausbildung und Drohnenentwicklung also starten. Noch offen ist aber, was die Armee künftig überhaupt darf. Wenn heute das Militär eine verdächtige Drohne feststellt, muss es die Polizei rufen. Die Verantwortlichkeiten etwa beim Schutz kritischer Infrastrukturen sind unklar. Angesichts der aktuellen Bedrohungslage ist das ein Problem. Seine Leute würden an Vorschlägen arbeiten, sagt Bundesrat Pfister, wer wann zuständig ist für die Drohnenabwehr. Es ist so, die Zuständigkeit ist eine offene Frage seit Jahren und wir übernehmen jetzt hier Verantwortung, indem wir alles bündeln und sehr schnell jetzt Lösungen wollen, von der Gemeinde über die Kantone bis zum Bund.
Die Kantone sollen auch beim neuen Kompetenzzentrum dabei sein. Und mit ihnen analysiere man zurzeit die Situation bei kritischen Infrastrukturen wie Kraftwerken, Flughäfen oder Verteilzentren zum Beispiel, sagt Armeechef Ross. Wir kennen die Infrastrukturen, aber welchen Schutzgrad und wie weit die schon sind, das wissen wir noch nicht. Und genau das wird jetzt erfasst. Auf dem Thuner Waffenplatz hat heute alles reibungslos gesurrt. Doch das täuscht, denn noch ist die Schweiz für die neue Drohnenrealität nicht gerüstet. In der kommenden Woche beginnt das neue Schuljahr auch in den letzten Kantonen der Schweiz. Besonders beim Eintritt ins Schulsystem zeigt sich, es gibt zunehmend Kinder, die die Unterrichtssprache nicht beherrschen. Das gehe so nicht, finden immer mehr Gemeinden und Kantone und greifen ein mit vorschulischen Förderprogrammen bis hin zur Kita-Pflicht für Kinder mit ungenügenden Deutschkenntnissen. Elian Leiser. Der Kanton Zug plant es, die Kantone Basel-Stadt und Thurgau machen es bereits. Sie verpflichten Kinder, die nicht gut genug Deutsch sprechen, eine Kita oder eine Spielgruppe zu besuchen. Wir sind jetzt im 3. Jahr und das läuft sehr gut. Bilanziert Sascha Angern, der im Thurgau das Amt für Volksschule leitet. Der Schritt sei nötig gewesen, nachdem die Kindergärtnerinnen Alarm geschlagen hätten. Immer mehr Kinder konnten am ersten Kindergartentag kaum Deutsch, was bald weitere Probleme mit sich brachte. Sprachschwierigkeiten führen zu anderen Schwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, zu mehr Konflikten innerhalb der Klasse. Deshalb müssten alle Eltern im Kanton Thurgau jetzt einen Fragebogen über die Deutschkenntnisse ihrer 3-jährigen Sprösslinge ausfüllen und bei rund 800 Kindern pro Jahr heißt es dann ab in die Kita. Bei den Umfragen kommt, dass die Eltern das nicht als Zwang sehen, sondern als Angebot. Und die sind sehr wohlwollend diesem Programm gegenüber. Ähnlich klingt es aus dem Kanton Basel-Stadt, wo die Frühförderpflicht schon seit 13 Jahren gilt. Dort müssen die Kinder an 3 Halbtagen die Woche in eine Kita oder eine Spielgruppe mit extra dafür weitergebildeten Fachkräften. Zum Beispiel in die Spielgruppe Fantasia in Kleinbasel, zu Gruppenleiterin Kerstin Schäuble. Manche können gar kein Wort Deutsch, andere Wortbruchstücke. Pro Gruppe mit 14 Kindern hätten sie in der Regel 4 Kinder mit Deutschdefiziten. Das funktioniere im Spielgruppenalltag meistens recht gut. Wir arbeiten mit Händen und Füßen, mit Piktogrammen, mit Bildern, viel mit Liedern und viel passiert durch Zuhören, Nachahmen, Mitmachen. Die Kinder seien von Tag 1 an integriert, hätten Kontakt mit Schweizer Kindern und schon bald kämen die ersten Worte, die ersten Sätze auf Deutsch wie von selbst. Die Fortschritte nach einem Jahr seien bei den allermeisten Kindern groß und der Schritt in den Kindergarten kleiner. Sie haben viel eine bessere Grundvoraussetzung. Sie können zumindest mal ihre Bedürfnisse mitteilen. Sie können sich in der Gruppe verständigen. Sie verstehen auch den Ablauf von so einem Morgen im Kindergarten, weil sie es aus der Spielgruppe schon kennen und nicht mehr total fern von dem Ganzen sind. Eine Begleitstudie der Universität Basel zeigt es schwarz auf weiß. Über 80% der geförderten Kinder in Basel-Stadt verfügen beim Eintritt in den Kindergarten über ausreichend gute Deutschkenntnisse. Kinder also, die sich vorher teils kaum auf Deutsch verständigen konnten. Klingt alles sehr gut, kostet aber auch etwas. Zwischen 2 und 2,5 Millionen Franken pro Jahr geben die Kantone Basel-Stadt und Thurgau für das Frühförderprogramm aus. Umgerechnet etwa 2.500 Franken pro Kind pro Jahr. Deshalb wollte der Kanton Thurgau zunächst, dass sich die Eltern an den Kita-Kosten beteiligen. Doch das Bundesgericht pfiff den Kanton zurück mit dem Argument, eine Kita-Pflicht sei wie eine Art Schulpflicht und müsse von der öffentlichen Hand übernommen werden. Das kann heute auch der Leiter des Thurgauer Amts für Volksschule, Sascha Angern, nachvollziehen. Ja, das hat etwas. Es ist sicher ein Obligatorium, ist wie eine leichte Verschiebung der Schulpflicht, aber nicht für alle. Würde man das Angebot freiwillig machen, könnte man es den Eltern auch verrechnen. Das aber wiederum wollte der Thurgau nicht. Weil wir das Gefühl hatten, dass das wirklich etwas bringt und uns wichtig war, dass wir das durchführen können.
Größere Kantone mit mehr Kindern mit Förderbedarf überlegen sich den Schritt zur Kita-Pflicht allerdings wohl zweimal, da die Rechnung schnell steigt. Der Kanton Aargau zum Beispiel mit rund 3000 Kindern mit Förderbedarf rechnet bereits mit Ausgaben von fast 8 Millionen Franken pro Jahr, würde er die obligatorische Frühförderung einführen. Der Kanton setzt deshalb vorerst auf eine freiwillige Förderung, ein Modell, das in der Schweiz je nach Größe der Kantone womöglich eher Schule machen könnte. Das Amt des Schweizer Bundespräsidenten macht den jeweiligen Amtsinhaber nicht mächtiger als seine Regierungskolleginnen. Aber es bringt für ein Jahr viel Würde und viele Repräsentationsaufgaben. Eigentlich nicht ins Pflichtenheft eines Bundespräsidenten gehört die Rolle als oberster Schweizer Produktetester. Doch genauso ließ sich Guy Parmelin vom Blick in einem Video inszenieren. Das mag erstaunen, aber Parmelin ist eben nicht nur Bundespräsident, sondern vor allem auch durch und durch Waadtländer. Und das erklärt einiges, meint Westschweiz-Korrespondent Roman Villinger. Bundeshaus Ost, Chefbüro. Guy Parmelin lüftet mit großer Geste die silberne Haube über einem Porzellanteller. Und verrät Intimes. Die Würzpaste aus Rheinfelden komme fast täglich aufs bundesrätliche Frühstücksbrot. Verwurstetes Schweizer Kulturerbe. Und so geht's weiter. Der Bundespräsident genießt, ausdrucksstark wie ein Food-Influencer in den sozialen Medien. Und klar, bei einem Produkt erweist sich der Winzer Parmelin als Kenner. Unterhaltsam ist das. Aber darf das ein Bundespräsident Werbung machen für einzelne Produkte? In der Romandie? Keine Frage. Pourquoi pas? Warum auch nicht? Politik und Kulinarik, das gehört hier zusammen, besonders in Parmelins Waadtländer Heimat. Jedes Jahr küren die Regierungsmitglieder der Waadt bei einer Degustation den besten Käse, den besten Schassler und neuerdings auch einen Ehrenrotwein. Zudem gilt auch bei allen möglichen anderen Gelegenheiten, sich mit lokalen Produzenten zu zeigen, lokale Spezialitäten zu essen, lokalen Wein zu trinken, das gehört in der Waadt mehr noch als anderswo zum politisch guten Ton. Und es kommt an. Das zeigt sich auch beim zuerst nur auf Französisch veröffentlichten Blickvideo mit Guy Parmelin. Über 36.000 Likes auf Instagram, fast 1.000 großmehrheitlich wohlwollende Kommentare. Und doch, das Video mit dem Bundespräsidenten als Produktetester hat einen Haken. Parmelin gibt sich dauerbegeistert, muss sich dauerbegeistert geben. Es gibt nur Höchstnoten, kann nur Höchstnoten geben, von Amtes wegen. Man nannte ihn den Schlächter von Bosnien. Ratko Mladic, Ex-General der bosnisch-serbischen Armee in den Wirren der Jugoslawienkriege der 1990er Jahre. Er war unter anderem hauptverantwortlich für das Massaker von Srebrenica und mitverantwortlich für die grausame Belagerung der Stadt Sarajevo. Im UN-Gefängnis in Den Haag verbüßte er eine lebenslange Haftstrafe. Jetzt ist er im Alter von 84 Jahren gestorben. Veronika Meier. Wirkliche Reue hat er zeitlebens nie gezeigt. Mitleid höchstens mit sich selbst. Ratko Mladic war ein brutaler Kriegsherr, Grausamkeit sein militärisches Kapital und auch sein Vermächtnis. Geboren 1942 als Sohn eines Partisanenkämpfers, absolvierte er schon mit 15 Jahren seine erste militärische Ausbildung, trat später in die jugoslawische Armee ein und wurde während des Bosnienkrieges 1992 Oberkommandierender der bosnisch-serbischen Armee. Unvorstellbare Brutalität und Rücksichtslosigkeit, das war Ratko Mladic. Die Stadt Sarajevo ließ er belagern, jahrelang. Hunger, Heckenschützen, Bombardements, Terror, das war der Alltag in der Stadt. 10.000 Menschen starben. 3 Jahre später befahl er das schlimmste Massaker auf europäischem Boden seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, Srebrenica. Innerhalb von nur einer Woche trieben seine Männer rund 8.000 Buben und Männer zusammen, mehrheitlich bosnische Muslime, ermordeten sie, verscharrten ihre Leichen mit Bulldozern.
Dass Ratko Mladic dafür der Hauptverantwortliche war, zu diesem Schluss kamen 2017 die Richter am Jugoslawien-Tribunal in Den Haag nach einem langen, aufwühlenden Prozess. Erst 2011 war Ratko Mladic verhaftet worden. Jahrelang hatte er sich dem Haftbefehl entziehen können, auch dank zahlreicher Fluchthelfer. Noch heute gibt es Menschen, die Mladic verehren. Die Verbrechen, die Ratko Mladic begangen habe, gehörten zu den abscheulichsten, die die Menschheit je gesehen habe. Das sagte der Vorsitzende Richter in Den Haag, als das Urteil gesprochen wurde. Lebenslange Haft. Noch diesen Frühling hatte Mladics Sohn einen Antrag gestellt, seinen Vater vorzeitig zu entlassen, weil es ihm gesundheitlich schlecht ging. Das Gericht lehnte den Antrag ab. Nun ist der Schlächter von Bosnien, 84-jährig, gestorben. Hier im Echo der Zeit sprechen wir noch über das Leben der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama, die 97-jährig gestorben ist. Zuerst aber noch dies. In gut einer Woche wird Giorgia Meloni einen Rekord brechen. Noch nie im republikanischen Italien hat eine Regierung so lange gehalten wie die ihre. Doch neben der Langlebigkeit, was hat Meloni in ihrer Regierungszeit erreicht? Schlagzeilen machte vor allem ihre Migrationspolitik, nämlich ihr Versprechen, Asylsuchende statt in Italien in Albanien unterzubringen. Allerdings funktionieren die Lager in Albanien bisher nicht wie gewünscht. Darum die Frage, hat Meloni in der Migrationspolitik überhaupt etwas verändert? Darüber hat Italien-Korrespondent Franco Battel mit einem Besatzungsmitglied eines Schiffes gesprochen, das im Mittelmeer Flüchtlinge rettet und an Land bringt. Im Hafen von Syrakus schaukeln Yachten in den Wellen. Ihr mit Mahagoni ausgekleidetes Hinterteil kehren sie der Uferpromenade zu. In der Bar gegenüber nippt man am obligaten Spritz und in einem Strandbad räkeln sich Sonnenanbeter auf Liegestühlen. Nur wenige 100 Meter vom großen Vergnügen entfernt, in einem abgelegenen Teil des Hafens, liegt eine ganz andere Realität vor Anker. Davanti a noi c'è la Ocean Viking, la nave di soccorso di SOS Mediterranee, la nostra nave ambulanza. Das ist die Ocean Viking, das Rettungs- und Ambulanzschiff der Organisation SOS Mediterranee, erklärt Francesco Creazzo. Man sieht das Heck, das ist der Ort, wo die Migranten und Flüchtlinge nach ihrer Rettung in Containern unterkommen. Francesco Creazzo trägt ein T-Shirt, kurze Hosen, Schlappen. Er gehört zur Crew der Ocean Viking, die bald in See stechen wird. Das Wetter ist gut, was heißt, in Libyen und Tunesien wagen wohl viele die Überfahrt. Womit rechnet er? Purtroppo cosa ci aspettiamo se non di trovare alto pericolo, alta sofferenza purtroppo. Uns erwarten gefährliche Situationen und weiteres Leiden. Purtroppo, leider. Würden Melonis Asyllager in Albanien funktionieren, wie würde dies ihre Arbeit verändern? Non lo sappiamo, è tutto una grande incognita, nel senso che non siamo interessati direttamente, non siamo stati. Wir wissen es nicht, das ist die große Unbekannte. Als die Regierung Meloni vor 2 Jahren versuchte, die Lager in Betrieb zu nehmen, war die Ocean Viking nicht auf hoher See unterwegs und nicht involviert. Und kurz darauf stoppten Italiens Gerichte Melonis Versuch, Asylsuchende direkt nach Albanien zu bringen. Seither beschäftigt das sogenannte Modell Albanien Richterinnen und Richter. Bis Ende Jahr soll das letztinstanzliche Urteil des EU-Gerichtshofs vorliegen. Mehr Auswirkungen auf die Arbeit von SOS Mediterranee hatten Maßnahmen von Regierungen vor Meloni. Besonders entscheidend war der Richtungswechsel, den die sozialdemokratische Regierung Gentiloni vollzog. Il cambio di passo a livello politico è nato con il governo Gentiloni e il framework in cui Premier Paolo Gentiloni und sein Innenminister Marco Minniti zogen Italiens Küstenwache aus den Gewässern vor Libyen ab. In jener Zone, wo am meisten Flüchtlingsboote in Seenot geraten, ist Italien seither nicht mehr präsent. Gleichzeitig schloss Sozialdemokrat Gentiloni mit den Machthabern in Libyen Abkommen ab.
Italien bezahlt dafür, dass libysche Behörden Flüchtlinge und Migranten möglichst zurückhalten. Mit durchschlagendem Erfolg. Unter Gentiloni, also ab 2018, gingen die Fluchtzahlen massiv zurück. Auch die folgenden Regierungen, jene von Giuseppe Conte und Mario Draghi, setzten diese Politik fort und verschärften sie noch. Beispielsweise mussten Rettungsorganisationen ihre Schiffe pingeligen Kontrollen unterziehen und wurden wegen dieser langen Prozeduren wochenlang am Auslaufen gehindert. Und dann kam Meloni und, so erklärt Creazzo, auch ihre Regierung ergriff Maßnahmen, um die Arbeit der Rettungsschiffe zu erschweren. I porti assegnati sono sempre a chilometri e chilometri di distanza. Addirittura ci mandano a Ravenna, che è un porto. Die Häfen, die das Innenministerium den Schiffen und ihren Flüchtlingen zuweist, sind immer weiter vom Ort der Rettung entfernt. Creazzo erzählt, einmal hätten sie vor Libyen aus dem Meer geborgene Flüchtlinge bis ins norditalienische Ravenna bringen müssen. Das kostet SOS Mediterranee Zeit, Treibstoff und somit viel Geld. Wie ihre Vorgänger will Premierministerin Meloni die Zuwanderung übers Mittelmeer stoppen, während sie gleichzeitig aber Hunderttausende Ausländerinnen und Ausländer vollkommen legal ins Land holt, vor allem aus Bangladesch, Marokko oder Indien, nämlich über Arbeitsvisa. Ohne sie wären Italiens Landwirtschaft, dem Gastgewerbe oder der Industrie die Arbeitskräfte längst ausgegangen. Einen eigenen Akzent aber setzte Meloni dennoch. Zusammen mit der EU schloss sie auch mit Tunesien ein Abkommen. Tunesien erhält aus Rom und Brüssel viel Geld, soll dafür aber Migranten zurückbehalten. Dürfte Francesco Creazzo, der Seenotretter, der italienischen Regierung eine Änderung soufflieren, welche wäre das? Eine Frage, die Creazzo erstaunt, weil sie ihm nie jemand gestellt hat. Il ripristino di un'operazione statale, perché sono gli stati ad avere il dovere. Der Staat müsste wieder als Retter auftreten. Denn Leben auf hoher See zu retten, das sei keine private, sondern eine staatliche Aufgabe. Doch diese Forderung hat sich keine der großen Parteien Italiens auf die Fahne geschrieben. Franco Battel zur Migrationspolitik der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni. Was sie in 4 Jahren an der Macht erreicht hat, auch auf anderen Gebieten und was nicht, das bilanzieren wir in der Sendung International am Wochenende im Radio oder schon jetzt auf der App Play SRF. Große farbige Topfen auf Wänden, Böden oder riesigen Kürbisskulpturen haben sie weltberühmt gemacht. Die japanische Künstlerin Yayoi Kusama. Mit ihren großflächigen Bildern und Installationen stellte sie in vielen großen Museen aus. In der Schweiz war sie vor knapp einem Jahr in der Fondation Bayerle zu sehen. Mitte August ist die Künstlerin im Alter von 97 Jahren verstorben, wie erst jetzt bekannt wurde. Ein Nachruf von Alice Henkes. Yayoi Kusama war eine einprägsame Erscheinung, klein mit leuchtend roter Perücke. Mit ihrer Kunst war sie in den großen Museen in aller Welt zu sehen. Sie begeisterte die Kunstwelt und das breite Publikum. Die britische Zeitung The Guardian bezeichnete sie einmal als beliebteste Künstlerin der Welt. Wie sie das geschafft hat? Mit Tupfen, sogenannten Polkadots. Die hat sie auf Wände in leuchtenden Farben gemalt, auf Kleider, auf Skulpturen, einmal sogar auf ein Pferd. Die Polkadots geben Yayoi Kusamas Arbeiten etwas Leichtes und Verspieltes. Dabei sind Kusamas Werke eigentlich keine fröhliche Wohlfühlkunst. Die Punkte gehen zurück auf psychische Probleme, die in Yayoi Kusamas Jugend begannen. 1929 wurde Kusama in eine wohlhabende Familie geboren. Die strenge Mutter zwang sie, den untreuen Vater zu bespitzeln. Yayoi Kusama wollte diesem Elternhaus entfliehen und entwickelte Wahnvorstellungen. Alles um sie herum schien von einer Netzstruktur überzogen zu sein. Kunst wurde für Yayoi Kusama zu einem Mittel der Befreiung. 1957 ging sie nach New York. Sie malte wandfüllende Netzstrukturen und veranstaltete Happenings mit nackten Menschen. Ein Skandal. Von einer Frau, noch dazu einer aus Asien stammenden Frau, hatte man so etwas nicht erwartet.
In den 1960er Jahren fand Yayoi Kusama zu den Polkadots, die zu ihrem Markenzeichen wurden. Besonders eindrucksvoll in den Infinity Rooms, vollständig verspiegelten Kabinetten, in denen bunte Tupfen oder farbige Lichter eine Grenzenlosigkeit erzeugen, in die man eintauchen und in der man sich verlieren kann. In einer Aufnahme des Louisiana Museums Kopenhagen sagt die Künstlerin: Als Künstlerin ist es meine Aufgabe, meine Vision zu erkennen. Der Spiegelraum war ein mutiger Schritt. Mit Lichtreflexionen wollte ich den Kosmos jenseits unserer Welt sichtbar machen. Und doch, Kusama war keineswegs nur weltentrückt. Sie kooperierte auch mit der Modewelt, gestaltete zum Beispiel Taschen für Louis Vuitton. Für ihren Londoner Galeristen Glenn Scott Wright war dieser Auftrag wichtiger Teil ihres Schaffens. Ja, bei Kusama ist er sehr relevant, weil sie sich für die Unendlichkeit interessiert. Und sie liebt die Idee, dass jeder Zugang zu ihrer Arbeit haben kann. 1972 kehrte Yayoi Kusama nach Japan zurück und lebte auf eigenen Wunsch in einer psychiatrischen Klinik. Sie hatte ein eigenes Atelier und malte, blieb aber lange abseits vom Kunstmarkt. In den 1990er Jahren erlebte sie dann ein großes Comeback. Seither hatte sie viele Ausstellungen in großen Museen weltweit. Nun ist sie in Tokio gestorben. Alice Henkes über das Leben von Yayoi Kusama, deren Werke letztes Jahr in der Fondation Bayerle zu bestaunen waren. Das war's vom Echo der Zeit am Donnerstag, dem 27. August, mit Redaktionsschluss um 18.41 Uhr. Verantwortlich für die Sendung ist Christoph Forster, für die Nachrichten Marco Kolle. Mein Name Matthias Kündig. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.